Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Blick auf Europa. Hier von Straßburg das Woche. Ich finde Gerst heute bei mir. Ich bin immer froh für Gerst zu empfangen, weil das einfach mir locker Gespräch gibt. Mein Gerst ist heute Jo Leinen. Jo Leinen ist bekannt, er ist ein Politiker aus dem Saarland. Jo, du warst mal Umweltminister im Saarland und seit 1999 Europaabgeordneter hier in Straßburg und Brüssel, müssen wir ja sagen. Und wir werden uns unterhalten über Interessenvertretung, Lobbyismus, wie das ein bisschen salopp heißt. Vielleicht ist schon, wie gesagt, will es mal über die Interessenvertretung zu schwätzen, über Lobbyismus. Und da gibt es ja eine ganze Party, die im Moment durch eine Bewegung ist. Es gibt auch ganz viele Vorurteile, das Ganze geht extrem pessimistisch geguckt, weil auch immer im Fall abgeworfen gehen, die aber nicht so sind, wie sie sollen sein, und was nicht so transparent ist und so fort. Wir als Europaparlament haben da reagiert, eigentlich als eine Institution, die frühzeitig schon erkannt hat, dass da muss Transparenz heranbringen. Und wenn man sich jetzt im europäischen Viertel in Brüssel bewegt, sieht man natürlich viele Büros, viele Interessenvertretungen und zum Teil ja auch von NGOs, auch von Gewerkschaften muss man sagen, aber auch von Arbeitgebervertretungen und Forscherinstitute und so weiter. Wir sind zum Teil auf dieses Fachwissen angewiesen. Das heißt, wir können ja nicht von uns aus behaupten, dass wir sämtliches Fachwissen besitzen, sage ich mal. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass es diese Leute gibt. Und aus diesem Grund, denke ich, ist es auch von großem Nutzen und für jeden von uns, diesen Nutzen aufzunehmen. Aber was uns bisher gefehlt hat, war diese Regelung, diese Transparenz. Man hat eigentlich nicht gewusst, mit wem man was zu tun hat. Und jetzt hat das Parlament, wie gesagt, hatte ein System auf freiwilliger Basis. Und jetzt kommen wir so langsam in ein System, wo wir das regeln wollen, wo wir das festschreiben wollen. Du hast dir viele Gedanken gemacht, bist schon lange dabei, hast lange auf diesen Berichten gearbeitet. Wie kannst du das einschätzen, sage ich mal, so insgesamt? Es gibt ja nicht nur in Brüssel Lobbyismus, es gibt überall Lobbyismus, Transparenz muss sein. Wo liegt genau vielleicht der Verbesserungsbedarf zu der Zeit vorher, sage ich mal? Ja, wie du richtig sagst, ist Interessensvertretung in der Demokratie nicht verboten. Im Gegenteil, es ist sogar erwünscht. Weil wenn wir ein Gesetz machen für ganz Europa, ist es natürlich wichtig, von den Betroffenen zu hören, was sie dazu zu sagen haben. Aber es sollte offen und transparent vor sich gehen. Und da sind wir in Brüssel gar nicht so schlecht, weil wir seit jetzt 10 Jahren ein Lobbyregister haben, allerdings freiwillig, nur auf freiwilliger Basis. Und in dem jetzigen Schritt wollen wir das verpflichtend machen, dass man wirklich nur noch einen Abgeordneten treffen kann oder in der Kommission nur noch die Türen geöffnet bekommt, wenn man da in dem Lobbyregister sich auch eingetragen hat. Jetzt ist das der nächste Schritt eigentlich, aber warum hat das denn eigentlich so lange gedauert, sage ich mal? Das heißt, ich weiß, Politik funktioniert halt nicht von heute auf morgen, muss man ja öfters mal nachverhandeln oder manchmal öffnen sich Türen, manchmal schließen sich wieder Türen. Warum trotzdem hat das so lange gedauert? Na, wir sind eigentlich auf einer guten Spur. Wir haben 10.000 Lobbyisten, die sich eingetragen haben. Es fehlen uns aber noch ein paar Kategorien, zum Beispiel die Rechtsanwaltsbüros, die teilweise Lobbyismus betreiben, teilweise natürlich Rechtsberatung machen. Und die haben sich geziert, genauso wie die Denkfabriken und ähnliche Institute. Die wollen wir aber auch dabei haben, weil da fließt viel Geld hin, um unsere Gesetzgebung zu begutachten und auch zu beeinflussen. Und ich will nicht verhehlen, dass das schwarze Loch in Brüssel nicht die Kommission und das Parlament ist, sondern der Ministerrat. Also die Botschaften der EU im Ministerrat. Natürlich läuft die Industrie da auch hin, wenn sie was will. Und die sollten eigentlich mitmachen, aber die zieren sich.
Das ist eigentlich so eine Überleitung zu meiner nächsten Frage. Das heißt, es gibt erstens mal nicht nur Lobbyismus in Brüssel, sondern auch in den Mitgliedstaaten und ganz gezielt in den Hauptstädten, sage ich mal, wo Politik gemacht wird, wo zum großen Teil Gesetzgebung geschrieben wird. Aber gibt es da eigentlich einen Unterschied? Du hast mit Recht erwähnt, dass wir so eine Art Vorreiter sind, dass die Kommission, die neue Kommission mit auf diesen Weg geht und dass die Regierungen, die Mitgliedstaaten sich noch immer zieren. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführlicher erklären. Also es gibt in Europa ein eklatantes Nord-Süd-Gefälle. Wenn man nach Finnland geht, nach Schweden, auch Dänemark, da ist vieles offen. In Mitteleuropa ist schon mehr versteckt und in Südeuropa würde ich sagen, da gibt es gar nichts. Ja, in Zentraleuropa auch nicht. Wir sind, wie gesagt, seit 10 Jahren mit einem freiwilligen Transparenzregister unterwegs. Wir machen jetzt den nächsten Schritt in der Kommission, im Parlament. Und ich würde sagen, wir sind weit besser wie viele der nationalen Regierungen. Bei mir zu Hause in Berlin, da streiten die seit Jahren drum und kriegen nichts hin. Also wir sind in Europa gar nicht so schlecht. Und vielleicht auch, wenn das jetzt gelingt in der nächsten Stufe, sogar ein Stück Vorbild. Die ständigen Vertretungen jetzt von den Mitgliedstaaten, das ist ja auch so ein sehr sensibles Thema. Wie kann man die mit einbinden, dass sie zum Teil auch an dieser Arbeit teilnehmen, dass sie bereit sind, eigentlich auch komplette Transparenz walten zu lassen und die Karten offen zu legen, mit wem sie diskutieren, verhandeln, sich beraten lassen und. Für mich ist das ein bisschen so, ja, nationale Regierungen, Regierungsvertreter, aber die ständigen Vertreter, die in Brüssel sind von den einzelnen Mitgliedstaaten. Wie kann man die einbinden? Ja, wenn wir ein Europagesetz machen, brauchen wir ja die Zustimmung des Parlaments als Bürgerkammer und des Ministerrats als Staatenkammer. Und wir öffnen uns jetzt zu Transparenz und der Ministerrat sagt, oh nein, bei uns soll das also geheim bleiben. Und die Botschafter der Länder, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, alle anderen, bei denen läuft das ja zusammen. Und da läuft natürlich auch die Industrie hin, wenn sie was will und alle anderen Interessen. Und warum sollen die nicht auch sagen, wen sie getroffen haben? Dann ist das offen. Und daran arbeiten wir. Ich muss dazu sagen, dass nach langem Widerstand dort jetzt allmählich Bewegung kommt. Aber der Fortschritt im Ministerrat ist bekanntlich eine Schnecke. Und das geht ganz langsam. Ja. Aber Sie werden sich dem jetzt nicht groß mehr verweigern können. Das führt wiederum zur nächsten Frage, wie der Zeitplan so in etwa aussehen kann. Wir haben festgestellt, das hat lange gedauert. Wie sehen die nächsten Wochen, Monate, muss man sagen, vielleicht Jahre? Bist du da zuversichtlich? Wie siehst du das? Ja, Jean-Claude Juncker hat ja zu Beginn seiner Legislatur Transparenz hoch als Priorität geschrieben. Die Kommission hat jetzt im November ihre Vorschläge unterbreitet. Wir im Parlament werden in den nächsten 2-3 Monaten unsere Geschäftsordnung ändern, damit diese Transparenzgeschichten verankert sind in der Geschäftsordnung, sodass jetzt wirklich Tempo angesagt ist. Und die große Frage ist nach wie vor der Ministerrat, die Botschafter, die ständigen Vertreter, wann die sich dort dann auch einbringen. Das ist die offene Flanke. Diese Geschäftsordnung, die wir jetzt in, 2 konkreten Berichten festlegen oder bearbeiten, kann die auch, verhindern, dass in Zukunft auch so Fälle wie Barroso oder Neelie Kroes, dass die verhindert werden oder dass die eher vielleicht aufgedeckt werden, dass man dagegen Maßnahmen oder sind im Bericht auch Kontrollmechanismen und Sanktionsmaßnahmen, Strafen vorgesehen. Das wäre ja für eine Geschäftsordnung, denke ich, wichtig. Ja, wir machen ja jetzt in der Geschäftsordnung verschiedene Vorschläge. Einmal die Transparenz hinsichtlich der Lobbyisten, die hier in unsere Häuser kommen und uns treffen, dass das bekannt ist.
Zweitens, wenn ein Abgeordneter aufhört und direkt schon einen anderen Job annimmt, die Prüfung, ob das einen Interessenskonflikt mit sich bringt. Und drittens auch noch, während wir Abgeordnete sind, ob da jemand noch einen Zweitjob hat. Das ist zwar, glaube ich, die Ausnahme, aber es gibt sie offensichtlich. Und wir wollen also klar regeln in unseren Vorschriften, dass man nicht dem Allgemeinwohl dienen kann und noch Spezialinteressen. Also ein Zweitjob für Lobbyisten wird in Zukunft verboten. Und wenn es auffliegt, gibt es auch Sanktionen. Für uns beide ist das jetzt eine gute Sache, eine absolut notwendige Vorgehensweise, dass man auch den Bürgerinnen und Bürgern draußen sagen kann, dass ordnungsgemäß alles abläuft. Wie ist jetzt das politische Miteinander? Findet sich da eine große Koalition, zu der wir ja beide gehören, findet sich da bereit, eventuell noch mit anderen, dass wir hier im Parlament eine große Mehrheit für dieses Thema haben? Transparenz bei den Europainstitutionen hat jetzt schon eine lange Geschichte. Das ist schon Jahre, wo wir darüber diskutieren. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt reif. Auch deshalb, weil wir mehr Vertrauen in der europäischen Öffentlichkeit für unsere Arbeit schaffen müssen. Nicht, weil wir schlecht wären, sondern weil die Öffentlichkeit im heutigen Zeitalter einfach Offenheit verlangt. Und ich glaube, wir tun gut daran, dem auch ein gutes Stück nachzukommen. Und ich entdecke, dass wir hier Mehrheiten bekommen für die nächsten Schritte der Offenheit, der Offenlegung, der Transparenz, sodass jeder nachvollziehen kann, wie wir hier arbeiten, wie wir Entscheidungen treffen. Und dann hoffe ich, werden auch viele Bürger sagen, ja, dieses Europa ist gar nicht so schlecht, wie einige das immer machen. Und davon gibt es dann immer noch genug. Natürlich, aber wenn die Bürger das Gefühl haben, da tut sich was und da kommt was ganz Konkretes im Sinne der Transparenz, wie du gesagt hast, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger heraus, dann denke ich, dass wir einen großen Schritt gemacht haben. Ja, wir müssen auch besser sein wie die nationale Ebene, weil wir weiter weg sind. Und weil wir weiter weg sind, hat man auch weniger den Einblick. Und das Misstrauen ist wesentlich größer gegenüber Brüssel als gegenüber Luxemburg oder Berlin oder Paris. Absolut, ja. Und deshalb, glaube ich, muss Europa auch ein Stück vorangehen und ein Stück besser sein wie unsere Mitgliedsländer. Lieber Kollege Jo Leinen, ich danke dir für deine Ausführungen. Das war sehr interessant, sehr, denke ich, auch aufschlussreich für die Bürger, nicht nur in Luxemburg. Man hört hier und da ja über den sozialen Medien, ist man ja überall präsent. Und die deutsche Sprache ist ja inzwischen eine Weltsprache geworden. Ja. Nicht nur inzwischen, aber kann durchaus mithalten mit Englisch und Französisch, sodass ich sage, dass viele Bürgerinnen und Bürger dieses Interview, diesen Austausch von Gedanken mitverfolgen werden. Dir, wie gesagt, vielen Dank für die Teilnahme, für das Mitmachen. Je serais capable de parler aussi français. Alors la prochaine fois, on va le faire en Les français. citoyens français, on fait la prochaine fois en français. En français, voilà. Je fais quelques fautes, mais ça va passer. Moi également, pas de souci. Ich lief nachgucken, lief Leute, die nachgucken, wie gesagt, hier von Straßburg, eine Sendung spezifisch über ein Sujet, Transparenz, andere Interessenvertretung mit uns Deputierten. Ich sage nicht merci für das Nachgucken und bis die nächste Woche.